Ja, und in Bezug aufs Lager am Leubel, woran erinnern Sie sich denn da? Ja, da kann ich mich natürlich viel erinnern, weil schon während oder zu Baubeginn habe ich schon dort die Autos und das beobachtet, wie sie vorbeigefahren sind. Und später auch die Häftlinge, wenn sie zum Aufladen gefahren sind, habe ich auch da oben am Ofen bin ich gesessen und die Straße war um einen Meter tiefer unten. Da habe ich auf die Lastwagen drauf gesehen. Wie, dass die gestreiften oder wie es, man hat von den Häftlingen ja nur für die Häftlinge nur schlechte Wörter gehabt. Das waren alles Verbrecher, Gauner, Mörder und natürlich, aber man hat ja nicht sagen dürfen, dass es so arme Leute sind. Das ist schon genug gewesen für Auschwitz. Ja. Slowenisch reden und sagen, dass die arm sind. Ja, und wenn die so negativ behaftet waren, haben Sie dann Angst gehabt, wenn die vorbeigegangen sind? Angst habe ich so, kann mich nicht erinnern, aber ich habe nicht dürfen beim Fenster rausschauen, weil die so gefährlich waren. Die Häftlinge natürlich, aber die waren streng bewacht. Alle 20 Meter war einer mit der Maschinenpistole, wenn die da Schnee geschaufelt haben. Aber, also Schnee geschaufelt haben sie auch da bei euch vor dem Haus? Ja. Da hat man gesehen, dass sie keine Socken gehabt haben, nur Zuckel im Winter. Und die Mutter? Ja, hat die Mutter da irgendwas drüber dann gesagt? Oder? Ich habe nur schlechte Wörter von ihr gehört über die. Aber ich weiß, dass sie auch keine Fehler gemacht hat, weil wir waren nicht eingesperrt und nicht verhört und gar nichts. Und haben den Krieg übertaucht. Aber so ist es ja auch allen anderen gegangen. Und später hat man auch nicht drüber geredet. In der Öffentlichkeit. Es hat sich ja nichts verändert. Es waren ja alle die Beamten, was im Krieg Beamte waren ja danach auch Beamte. Also wieder die Obrigkeit. Da hat man ja vorsichtig sein müssen. Das verstehe ich schon, dass man da nicht offen geredet hat über. Man streicht ja noch heute die Geschichte raus. Und da herinnen, in der unmittelbaren Umgebung vom ehemaligen Lager, ist auch nicht mehr drüber geredet worden danach? Wenig. Aber der Vater, wenn er ins Gasthaus gegangen ist und wenn er etwas getrunken hat, da hat er immer einen Wirbel veranstaltet. Und da war er dreimal angezeigt am Gericht wegen Ruhestörung. Weil er hatte immer wollen erklären, dass sich so etwas nicht wiederholen sollte. Er wollte den Leuten das beibringen, aber nur, wenn er angeheitert war. Ja. Und hat er was erzählt über seine Erlebnisse? Wenig, aber erzählt hat er etwas. Ja, und auch wenn sie mit anderen, ich habe ja eine interessante Jugend gehabt und bin auch auf keinen beleidigt oder sonst etwas. Es ist er hat ja Brüder gehabt und der Halbbruder, der hat ja er war Pilot. Er war schon im österreichischen Heer Pilot und ist von den Deutschen übernommen worden. Er war nach seinem, was ich weiß, hat er gesagt, 8-mal war er abgeschossen oder hat er oder Bruchlandung gehabt. Beim Begräbnis habe ich gehört 10-mal. Das ist schöner vielleicht noch in Kärnten, dass er so gut war. Aber der war sehr sparsam mit den Wörtern und mit den Erzählungen. Aber der Vater war immer gut mit ihm. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Auch wir
Ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Und wo hat er dann noch gelebt? In Klagenfurt als Beamter. Er hätte Angebote gehabt für Pilot nach München, dass er zur Fliegerei gekommen wäre. Aber er hat gesagt, Englisch wird er aber nicht lernen. Und so war er lieber Beamter in Klagenfurt. Und sind Sie auch einmal während der Kriegszeit aufgekommen zum Lagergelände auf dem Lobel? Ja, war ich auch mit der Mutter, weil ich lästig war, hat die Mutter mich einmal raufgeführt. Und dann? Aber natürlich, ich habe das gesehen als Kind in Erinnerung. Ach so, man sorgt sich um mich. Genau. Ja, weiß ich nicht. Ja, was haben Sie oben gesehen oder woran erinnern Sie sich? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich war nur 5 Jahre, aber bei knapp vor 5 waren wir Ostern 1944. Moment, das war falsch. Doch, stimmt, Ostern 1944 waren wir oben, am Ostermontag. Und zwar geht das aus einem Brief hervor, den meine Tante dem Vater nach Berlin geschrieben hat, dass ich, der Hansi, mit der Mutter beim Lager war. Und so habe ich das mit Datum bestätigt. Ja. Und an was erinnern Sie sich? Ja, wie der Weg war, rauf, das war war ja alles anders wie heute. Man kann das ja nirgends mehr, man kann nichts sagen, wie das war. Man ist nach der Wiesen raufgegangen oder zuerst am Bach und dann nach der Wiesen rauf und dann waren wir schon bei den Baracken und wir haben ja zu alle Barackenlager gesagt. Das Gefangenenlager war ja höher oben, ober dem Tunnel und dort sind wir auch vorbeigegangen, nur habe ich ich habe gedacht, dass wir beim Eingangstor reinschauen, dabei haben wir bei irgendeinem anderen Tor reingeschaut. Aber die Wachposten waren ja überall. Der Zaun war ja rundherum, es war ja abgezäunt. Ich habe gesehen, wie die Sträflinge die Steine rausgefahren haben. Die sind so raufgehängt, das war ja mit Maschinen betrieben. Ja. Mit Dieselmotor. Das sind diese Gestalten, was wir auch da gesehen haben, die sind so draufgehängt. Ein paar. Das war, sonst war alles ruhig und die Wachposten waren halt oben. Das war besetzt, hat keiner was gesagt. Wir sind durchgegangen zum nächsten Bauernhof rauf. Das da wahrscheinlich von der Mutter aus organisiert, das zum Bamsch. Auf Besuch. Waren die befreundet, die Familie? Mit uns. Ja, mit denen waren wir bis zum Schluss. Gut. Und die leben ja heute noch dort, oder? Die Enkel. Ja. Ja. Jetzt haben wir wenig Kontakt. Ne? Das ist ja klar. Ja, und die Befreiung, wie haben Sie da die Zeit der Befreiung erlebt? Da am Leubel, wo so viel los war in der Zeit? Ja, das habe ich ja gut in Erinnerung. Da war alles offen. Da hat man da herinnen gekocht für die Kinder, für die Babys, die was man mitgehabt hat. Und nach ein paar Tagen oder nach 2 Tagen oder was, sind die gleichen Leute wieder vorbeigekommen und eine Kutsche abgestiegen und wieder da gekocht und zurück hingefahren. Und nie ist jemand was fragen gekommen. Zurück.
ist keiner gekommen. Und was waren das für Leute? Ja, alles Mögliche. Das während dem Rückzug war zuerst war Militär. Da haben wir da gemeinsam Marmelade gegessen. Voll herinnen gesessen, die Leute, die Soldaten. Und befreundet, alle haben uns von diesen Panzersperrwegen haben sie Zuckerlein runtergeschmissen. Ich habe Zuckerlein gesammelt in einer Schachtel. Und so war es halt. Das Mordsaufregung war, ich habe gedacht, die Mutter haben sie verhaftet. Und da habe ich mich verkrochen im Stall, ganz oben, unterm Dach rein und oben geblärt, bis die Mutter wieder gekommen ist. Das war ganz schlimm für mich als Erlebnis. Weil sonst war ja alles gut. Immer wenn die Mutter da war, war alles gut. War keine Gefahr. Obwohl die Mutter immer gesagt hat, ist gefährlich, nicht weg vom Fenster und so. Wir müssen da hinten reingehen. Oder ich zumindest, müssen dort reingehen. Und was hat Ihnen da so Angst eingejagt? Die Uniformen, die Militärs im Haus? Die Mutter, die Leute. Nein, aber dass Sie gedacht haben, die Mutter ist verhaftet worden, Also, weil da Uniformierte einer sind. Ja, Uniformierte waren sowieso herinnen. Und da plötzlich sehe ich dort von hinterm Stall her, dass die Mutter vorausgeht und hinter ihr ein Soldat mit der MP. Das habe ich schon gewusst, das ist aber eine gefährliche Situation. Die kommt nie wieder. Und draußen alles voll, die Straßen mit Leuten, mit Pferdewegen und Autos inzwischen und so. Das hat sich ja so langsam weiter bewegt. Das hat ja keine Geschwindigkeit gehabt. Und der vom Militär hat mit der Mutter einen Koffer gesucht. Die Mutter hat die ganzen Geschenke von der Hochzeit noch die besseren halt, damals gedacht, in einem Koffer gehabt. Und der Koffer ist verschwunden. Und da sind sie dann von Wagen zu Wagen schauen gegangen mit ihm, ob der Koffer wo drauf wäre. Leider war nichts mehr. Da haben sie nichts gefunden. Nein. Aber wichtig war, die Mutter ist zurückgekommen. Für mich. Das war alles. Ja. Und das war jugoslawische Armee? Das war eine Hitlerarmee. Das war noch Deutsche Hitlerarmee? Deutsche Armee. Ja. Deutsche Armee am Rückzug? Ja. Und auch die Sträflinge vom Leubel. Da habe ich auch gut in Erinnerung. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt, dass ich etwas Falsches erzählt habe. Jetzt, nach dem Krieg schon. Und zwar sind also mindestens 2 oder 3 Frauen sind da draußen zwischen der Tür gestanden. Und da hat diese Tante, die was drüben gewohnt hat, bei der Stiefmutter vom Vater, so ein Theater gemacht, wie die Sträflinge gekommen sind da oben, wie wir die Sträflinge gesehen haben, am Ende vom Krautacker. Und da war ein schönes Auto dabei. Der Bischof ist auch dabei. Und das habe ich einmal erzählt in Klagenfurt. Ui, das war aber falsch. Der Bischof war schon am 6. in Lienz oder wo. Das steht in einem Buch. Natürlich, schreiben kann man alles. Und das war ja noch eine andere Tante, oder, von Ihnen, die nach Auschwitz deportiert worden ist. Ja, das ist halt. Ja, also die Schwester vom Großvater
eine Schwester vom Großvater, er hat ja 3 gehabt, hat in Unterlöbel ein Geschäft gehabt, plus ein Wohnhaus. Und da hat sie mit der Nachbarin Streit gehabt und hat der Nachbarin eben gesagt, dass sie, kennen Sie Slowenisch? Hitler war Usla. Usla ist eine Hündin, ein Hündchen kann sein, nicht? Oder eine Hitlerhündin. Aber auf Slowenisch ist das vielleicht nicht so arg. Also, als wie im Deutsch ist es Ärger. Und die Nachbarin ist zum nächsten Nachbar gegangen und die Tante war abgeholt. Aber das hat mir erst für die Leubelsache, wie sie am Leubel, wie der Sticker die Leubelsache zusammengestellt hat er mich gefragt, ob ich wüsste, wie man damals da herin gebetet hat, auf Slowenisch, wie das slowenische Vaterunser war. Ja, und da habe ich eben diesen einen, wo ich gewusst habe, dass der Großvater von ihm immer in der Kirche vorgebetet hat, und das war wirklich was anderes. War nicht gerade so, wie mein Vater unser betet, es war ein bisschen anders. Und da hat der mir aufgeschrieben, wie das Vaterunser darin gebetet worden ist. Und da sagt er mir noch, weißt du, warum die Tante nach Auschwitz gekommen ist? Ich habe nicht gewusst, warum. Und da hat mir der erst erzählt, die Geschichte von der Usla. Das hat man da herumgeredet. Scheinbar. Ohne das, die Mutter hat nie was davon gesagt. Dass sie deportiert worden ist, weil sie die Nachbarin dann denunziert hat? Ja, denunziert hat, ja. Nur zwecks einem Wort. Hat sie was gesagt oder nicht, zeigen waren keine notwendig. Und das Geschäft ist dann verschwunden? Das hat man ausgehandelt natürlich. Und was noch drinnen geblieben ist, ist eben noch die Kiste bei uns, so eine Truhe am Dachboden. Weil diese Truhe hätte man da oben bei der anderen Schwester, die was die Trafik gehabt hat, in St. Leonhard, hätte die abladen müssen. Und die Truhe war zu groß für dieses kleine Haus. Und da haben sie die Truhe bei uns abgeladen. Und seit damals steht sie im Weg, ohne irgendwas oben unterm Dach. Aber als Erinnerungsstück ist es an die Tante von der Mutter. Und von der Mutter war doch ein Bruder auch noch im Krieg, der kurz danach verstorben ist, oder? Ja, während des Krieges ist der schon begraben worden. Er war in Frankreich und da hat er, was kriegt man, Lungenentzündung, Tuberkulose, Lungentuberkulose. Und da ist er noch einige Wochen zu Hause gepflegt worden, dort oben beim Buchins. Und da kann ich mich auch erinnern, und da hat man alles Mögliche, was die Leute gewusst haben, was gut ist. Man hat Hunde geschlachtet und das Fleisch von den Hunden gegessen. Und das habe ich auch müssen mitessen. So ein Essigfleisch. Wie war das grauslich. Das war fürchterlich. Wie er dann gestorben ist, war Ruhe für mich. Und das haben sie gegessen, weil so wenig da war? Das wäre gut für die Lunge gewesen. Ach so, wegen dem. Okay. Aha, naja. Ich weiß nicht, wie lang war der Onkel zu Hause. Ich habe keine Vorstellung.
wie lange, aber 3 Hunde hat man geschlachtet, das weiß ich. Aber es hat ihm auch nicht geholfen. Nein, das ist sicher nicht. Das hat vielleicht den Tod eher noch beschleunigt. Leicht möglich, nicht? Das ist was. Ja. Auf den Bruder, waren sie am meisten stolz, die ganze Familie. So hübsch war der und so groß und so gesund früher. Und der ist da am Friedhof bei der Kirche im Leubel? Ja, begraben, ja. Und Ihr Bruder auch? Mein Bruder auch noch. Ja, ich habe noch den Grabstein, der ist noch. Und Ihre Eltern? Sind auch da begraben. Das heißt, Und von dieser Tante ist ja auch eine Kiste gekommen mit der Asche. Ich glaube, das hat 40 Mark gekostet damals. Dann hat man so eine Kiste mit der Asche gekriegt und das hat man bei der Leubels, das habe ich für die Leubels-Saga erzählt und das hat man so super gespielt. Das ist wieder die Wiederholung dieser Geschichte, so wie ich erzählt habe, wie war das, dass der da am Fenster geklopft hat und die Tante, die Lebende noch, die ist draußen gesessen auf dem Wagen, am Leiterwagen. Und die Mutter raus, die hat noch nie eben so eine Truhe gesehen. Und hat sie halt so einen Schrei losgelassen, so hat sie erzählt, so wie in Erinnerung. Das war für mich halt super gespielt. Also das war die Ankunft der Asche. Ja, die Ankunft der Urne. Der Urne. Ja. Der hat so, sie hat so die Decke aufgehoben und so war diese Urne unter der Decke, aber die Mutter hat sowas noch nie gesehen. Da soll ein Mensch drin sein. Das war über ihr. Heutzutage ist ja eine Urne war nichts Besonderes. Das siehst du überall, aber damals war noch gar nicht zum Sehen. War das unüblich, gell? Ja. Jemanden einäschern. Ja. Hat es gar nicht gegeben, am Land wahrscheinlich. Nein, überhaupt nicht, überhaupt. Es war keine Rede davon. Ja, und Ustascher Angehörige sind auch da vorbeigekommen, oder? Ja, aber das sind gleichzeitig mit den Engländern. 20 Ustascher waren nur im Haus. Und man hat da früher runtergesehen zum nächsten Haus. Dieses Haus war nicht da, wo es jetzt ist, und es war nicht so verwachsen. Bis zum anderen Haus hat man runtergesehen, wenn man rausgeschaut hat, da runter. Und da hört man plötzlich eine Panzerrasse. Da waren noch keine Engländer, da waren noch keine Panzer, sind noch keine vorbeigefahren. Fremde Panzer. Möglich, dass deutsche Panzer waren. Und bei den Ustascher ein Mordswirbel. Der eine hat schon einen Krampen gehabt oben unterm Dach, dass sie dort wollten sie ein Loch ausmachen. Aber das war keine Zeit, die Panzer waren schon da, die sind schon vorbeigefahren. Und die 20 Ustascher da erinnern gezittert. Was wird? Die waren vorbei, die Engländer waren vorbei und die sind raus und kein Mensch hat geschaut, wohin die gegangen sind. Ich habe das noch gefragt auch noch, aber später. Niemand hat gewusst, ob die runtergegangen sind, rauf, zurück und in den Wald oder die sind verschwunden. Und dann war noch, das war am 21. Mai. So, ob ich mich erinnere, oder 21. Mai. Am 5. natürlich, ich habe diese Zuckerlein gesammelt und dann auch gegessen und habe Fieber gekriegt. Und Eitern oder dann angefangen, so zwischen die Finger und am Körper auch Eiterungen.
Und die Mutter hat auch nichts anderes gewusst gegen das Fieber, als wie kaltes Wasser über den Buckel schütten. Die Mutter badet mich da, geht die Tür auf, es kommt einer mit einer MP, einer Kleber. Und, ja, aber die Mutter hat nichts gehabt. Scheinbar waren wir alle hungrig. Es war kein Brot beim Haus. Dann hat sie da draußen noch ganz was Schimpliges gehabt im Vorhaus. Das hat sie ihm gegeben. Das ist auch wieder gegangen, nicht mehr gekommen. Und Sie haben Angst gehabt? Ja, da war aber schon, da war die Angst dabei. Und war der mit einer Uniform? Der hat so ausgeschaut. Ich weiß nicht, hat der Uniform angehabt oder der war so wild, der war so in schlechtem Zustand. Das war schon 5. Juni und so lange im Wald. Ja. Und die Bretter von den Häftlingsbaracken, wann sind denn die runtergekommen? So Der langsam. Vater ist ja erst im November zurückgekommen, Ja, sagen Sie. ja. Aber das hat vielleicht 4 Jahre, 5 Jahre gedauert. Immer wenn der der Lastwagen und Straßenbauamt Schotter gebraucht hat der Vater mal zu Freude gehabt. Er ist mit dem Lastwagen mit raufgefahren. Der ist immer bis zum Tunnel gefahren, umdrehen. Und dann haben sie oben aufgeladen. War nie dabei. Er hat aber auch Hütten bei der Straße aufgestellt. 2 Hütten und auch aus diesen Bretter. Und dann daneben hat er abgezweigt für sich. Da hat er schon gewusst. Und das hat er, da im Haus hat er auch was davon verbaut, im oberen Stock, oder? Ja, in der Holzhütte und im Stall. Ja, und ein Zimmer hat er komplett aus diesen Planken gebaut. Ja. So 3 Betten haben wir drin gehabt. Dann. So viel Platz waren es voll. Und das ist aber später wieder abgebaut worden? Ja, das habe ich abgerissen 2005 oder 2004 vielleicht. Das haben wir zuerst zuerst haben wir da eine Hütte abgerissen, die war noch vor dem Krieg gebaut. Dann haben wir die abgerissen. Und dann erst, 4 Hütten haben wir abgerissen. Und nur eine davon war aus den Brettern. Na gut, die Hütten und der Stall, der hat ja auch schon Bretter. Stall heißt Nein, am Stall haben wir erst eingebaut. Das war erst 51. Ja, so war das. Und 2005 habe ich das abgerissen. Und habt ihr da Viecher auch gehabt, weil sie so einen Stall? Ja, die Mutter hat 2 Kühe gehabt. Bevor der Vater eingerückt ist, hat er eine zweite Kuh gekauft und die Mutter hat die Kuh nicht verkaufen wollen. Dann hat sie die 3 Jahre gefüttert. Aber kein Futter gehabt. Oder wenig Futter halt. Die Kühe haben keine Milch gegeben, weil kein Futter war. Oder zu wenig. Ja. Oder so irgendwie, das habe ich in Erinnerung. Aber einen Monat bevor der Vater gekommen ist, hat man die zweite Kuh geschlachtet, schwarz. Und dann gibt es noch einen Brief dazu vom Gericht oder von der Gemeinde. Es war halt irgendwas, ein Paragraph verletzt. Man hat ja nicht schwarz schlachten dürfen. Nach dem Krieg. Und Ihre Schulzeit hat erst nach dem Krieg gestartet? Ja, 46. Im Jänner 46. Und wo war da die Schule? Im Pfarrhof. Im Pfarrhof.
Und dann ist die Schule wieder renoviert worden. Da haben wir Ziegel getragen und die Dachziegel und so. Die Kinder mitgeholfen. Und 1948, im Oktober, war sie eingeweiht, die neue Schule. Da bin ich dann ein Jahr noch dort gegangen. Das war nur gegenüber vom Pfarrhof. Und da sind alle Altersgruppen in einer In Klasse? einer Klasse, ja. Und die Unterrichtssprache? Die Unterrichtssprache war, bitte, die Unterrichtssprache war wahrscheinlich Deutsch, aber der Lehrer war aus Gautier und der hat ja einen anderen Dialekt in Deutsch gehabt. Und unser Slowenisch hat er ja auch nicht verstanden. Es ist nicht ganz gut gegangen. Man hat bald Unterschriften gesammelt gegen ihn. Das war der Primož. Die jetzige Primož ist eine Nachkommen von ihm, eine Enkelin. Beim ORF. Ach so. Ja. Der Vater war da, der erste Posten nach dem Krieg. Also das heißt, ihr habt weder Deutsch noch Slowenisch ordentlich mit ihm reden können? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, wie wir da geredet haben. Und dann sind Sie da nur 3 oder 4 Jahre in die Schule gegangen? 3 Jahre, ja. Und danach? Danach nach Verlach in die Hauptschule. Die Deutsch-Später-Kinder sind aber da nicht in die Schule gegangen. Die sind nach Verlach in die Schule. Und ich habe mich bei denen angeschlossen und bin gut gefahren. Weil die Deutsch-Später-Kinder hat man nichts gehänselt oder was. Ich weiß, wie wir die anderen verspottet haben. Das habe ich ja mitgemacht, scheinbar. Die was aus dem slowenischen Gebiet waren. Und da bin ich so irgendwie wahrscheinlich in ein Zwielicht gekommen. Oder bin ich in diesem Zwielicht aufgewachsen. Der Vater Partisan. Ein Gemisch war halt. Und wie war die Stimmung in Verlach zu der Zeit? Politisch habe ich das nicht begriffen, das ganze Politische. Wir haben 1 Stunde Slowenisch gehabt in der Woche. Für alle oder nur für... Für alle, ja. Für alle. Und danach, nach der Hauptschule? Habe ich eine Lehre gemacht bei der Firma Sodia und bin dort geblieben, solange es die Firma gegeben hat. 1988 hat man die aber aufgelöst. März 1988. War viel Arbeit, genug Arbeit, Bestellungen, man hat zugemacht. Und wie war das dann für Sie? Dann haben Sie auf einmal den Job verloren. Ja. Und dann haben Sie sich neu orientieren müssen. Nein, ich bin bei dem geblieben. Ich war, also 8 Monate war ich arbeitslos und bin dann als Heimarbeiter gegangen. Dasselbe habe ich dann zu Hause gearbeitet. Aber ich habe mich nicht selber versichern können. Arbeit war genug. Tag und Nacht hast du arbeiten können. Ja, und da haben Sie Büchsen gemacht. Ja, ich war Chef da. Ich habe mit Holz zu tun gehabt. Das heißt, der Chef da macht den Das Holz Griff dazu. und den Ja. Holzteil. Ja. Das ist eine künstlerische Arbeit, oder? Weit entfernt von Künstler, aber irgendwie schon. Ja. Man lernt an. Wenn man anlernt, kann man es auch.
Und das Dem war auch der einen- Lehrberuf Schäfter. Bitte? Das war auch der Lehrberuf Ja. Schäfter. Ja. Gibt es Ja. den Beruf noch oder ist der ausgestorben? Das ist schon wieder eine schwierige Frage. Den hat es noch gegeben, vor kurzem, den Schäfterberuf. Machen wir so. Ja. Ob es jetzt noch angibt, ich weiß es nicht. Das ist sicher auch jemand muss ja machen. Wender in Ferlach, oder? Ja, Ja. Ja. das sind Lehrer vielleicht, die arbeiten noch ein bisschen daneben. Oder? Ja. Da habe ich keine Ahnung mehr. Ich habe kurz gelernt als Schächter. Bitte? Ich war früher war die Büchsenmal von Ferlach, deswegen weiß ich zufällig. Ach Die so. gibt es noch, ja. Gibt's noch? Ja, selbstverständlich gibt's. Ja, und Ihre Frau, wie und wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Die hat auch mit dem Tunnel zu tun, nicht? Weil mein Leben hat sich ja um den Tunnel gedreht und um die Grenze. Jetzt, wo die Grenze das erste Mal zu war, als ich Kind war sie auch zu. Aber ab 59 war sie für mich durchoffen. Und jetzt seit Corona, war 3 Monate, habe ich 3 Kilo abgenommen. Weil Sie nicht nach Slowenien kennen haben. Ja. Also das heißt, Sie fahren sonst regelmäßig hin und her. Ja. Und Ihre Frau ist in Die habe ich- Jugoslawien geboren und aufgewachsen. Wo denn? In Kann man sagen. Ja. Kann man sagen. Obwohl ich ja auch nicht in Österreich geboren war, sondern in Deutschland Ja. oder im Deutschen Reich oder wie das geheißen hat, war ja unten auch dasselbe. Sie ist 44 geboren, also dann war noch, ich weiß nicht, wie es dort geheißen hat. Weit weg von Slowenien wahrscheinlich. Und in welcher Gegend? In der Gegend von Mokronok, St. Johann, Schantianisch, St. Johann. Und was hat Sie- Sie zum Leubeltunnel getrieben? Sie hat in Terzic gearbeitet, beim Friseur war sie angestellt. Und weil sie so brav die Kohle eingerammt haben, die Angestellten Namen, hat sie der Chef auf den Leubel geführt zur Tanzunterhaltung. Da war jede Woche Tanz beim Tunnel, bei der Restauration. Und da haben wir uns kennengelernt. Sind Sie da auch jede Woche hingegangen? Scheinbar. Und noch inzwischen. Aber irgendwann hat das Restaurant leider zugesperrt, gell? Ja, ja. Dort hat sich ja auch alles geändert. Das mit der Musik und mit dem Tanz, und das hat ja bei uns auch aufgehört. Man hat ja früher überall getanzt. Da tanzt man noch wo? Ich weiß nicht. Ich glaube wenig, außer in der Tanzschule. Eben. Ja. Oder noch auf Hochzeiten. Oder. Na, aber jedenfalls durch den Tunnel habe ich sie kennengelernt. Und dann ist sie gleich hergezogen zu Ihnen nach Ferlach. Ja, nachdem wir geheiratet haben. Ja. Wir haben dort geheiratet in Terzic. Und dann ist sie hergezogen. Und hat dann ein Jahr in Klagenfurt. Ja. Kurze Zeit hat sie in Klagenfurt gearbeitet. Und dann sind die Töchter gekommen. Jawohl. Und es war niemand zum Aufpassen und sie müssen daheim bleiben. Und hat sie Deutsch gesprochen, wie ihr euch kennengelernt habt, oder nicht? Nein, hat sie. Weiß ich nicht, ob sie schon was geht. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Oder haben sie gehabt in der Schule möglich. Aber sie hat nicht mögen, hat sie gesagt. Ja, und wie war das in Ferlach für eine jugoslawische Frau quasi? Ja, da müssten Sie aber sie fragen. Ja, Ja. Sie könnte auch ein Interview geben. ja. Ja. War nicht so einfach. War sicher nicht leicht, gell? Ja. Da hat man noch rumgespuckt. Auf der Straße. Da habe ich Zeigen gehabt.
Aber weil die mir erzählt haben, nicht die Frau. Aber es hat noch die Mutter gelebt und ich habe mich nicht aufblasen können, zwecks der Mutter. Und ihr seid regelmäßig immer über die Grenze gefahren? Sehr viel, ja, sehr viel. Und die offene Grenze ist heute für Sie auch wichtig? Ja, ich gehe noch immer am Löwe. Jede Woche einmal. Fast. Ja, Volksjahr waren wir 42 Mal am Löwe. Aber heuer bin ich in den Sportclub beigetreten dort. Da habe ich gedacht, gehe ich öfters nicht. Und Corona daher war zu. Oben drüber, die alte Leubelstraßen gehen Sie? Ich gehe von Süden. Und einmal im Jahr gehen wir von Norden. Das gehen wir auch. Aber von Süden ist eine Viertelstunde näher. Wo geht's da los? Beim Koren? Nein, gleich am Parkplatz. Am Tunnelende. Aha, ganz herum. Und dann bis daher? Nein, mit dem Auto rauf und runter. Ohne Auto möchte ich nicht gehen. Ja. Aber ich war früher auch als Kind schon die Grenze besichtigen. Da hat die Frau Tschauko ein Gasthaus oben gehabt. Eine Ausschank hat sie halt gehabt im Sommer. Und die Kinder haben ja die Mutter besucht oben, bei den Tschauko-Kindern, und da habe ich mich angeschlossen. Und dann sind wir abends noch oben gewesen und sind wir den Grenz raufgegangen, so weit, bis man nach Kreinburg gesehen hat. Ob die in Kreinburg schon die Lichter angeschalten haben. Da sind wir heim. Ja. Und drüber hat man aber nicht kennen. Also Nein, als Kind nicht. Aber sonst die ganzen Erlebnisse vom Louisville habe ich schon mitgekriegt. Wenn noch das Blut wo gerunnen ist und so. Das haben mir die anderen Kinder erzählt, nicht, wo das Blut gerunnen ist. Und mit euren Töchtern habt ihr Slowenisch geredet? Ja, das haben wir. Ich habe meinen Töchtern leider nicht meine Muttersprache beigebracht, sondern wir haben richtig Slowenisch geredet. Und jetzt habe ich niemanden zum Reden. 20 Jahre ist die Mutter nicht mehr da. Es ist kein Mensch mehr, mit dem man. Oder kann keiner mehr richtig. Die alte Sprache. Jeder mischt nur deutsche Wörter dazu. Wenn man jemanden trifft, der noch das redet, die Hälfte hat er deutsche Wörter. Und das ist ein spezieller Leubeltaler Dialekt? Nein, das ist Rosenthaler Dialekt. Rosenthal. Ja, aber zwar kenne ich keinen. In Verlach gibt es nur noch 2 Personen, die was Slowenisch könnten. Weil der eine war Lehrer und der andere war Lehrersohn. Die eine war Lehrerin und der andere Sohn. Aber die haben, durch das, dass sie Lehrer waren, haben sie auch das richtige Slowenisch angenommen. Kein Mensch redet mehr Verlacherisch. Ich kenne niemanden, obwohl ich schon über 60 Jahre in Verlach bin. Und in Verlach wart ihr da die Ausnahme als Familie, die mit den Kindern Slowenisch gesprochen hat, zu der Zeit, wo eure Töchter klein waren? Oder war das nicht so außergewöhnlich? War nicht so außergewöhnlich, weil ein paar hat es immer gegeben. So zugezogene Verlacher halt. Ein paar sind immer aus Zell oder St. Margareten oder St. Johann oder noch weiter rauf, Rosenbach. Die haben ja auch noch Slowenisch geredet. Aber die Urverlacher nicht. Zumindest habe ich als Kind ja nicht Slowenisch geredet in Verlach. Ich habe ja auch Deutsch gelernt.
Deutsch geredet im Verlag. Wie das Deutsch geklungen hat, weiß ich auch nicht. Ich habe noch ein Tagebuch aus der 1. Klasse Hauptschule. Ein Tagebuch haben wir während der Ferien geschrieben. Zum Zerkugeln. Das Deutsch halt. Ja, viel Fehler. Sicher. Ja. Da habt ihr die Ferienerlebnisse niederschreiben müssen. Ja, ja. Und ein paar gute Sachen dabei. Wie meine Firmenpate geheiratet hat, die Hochzeit, wie beschrieben. Und so. Ja, zum Und eure Töchter sind aber nicht ins slowenische Gymnasium gegangen. Nein, War das eine bewusste Entscheidung? ja, Warum denn? weil ich falsch gedacht habe. Ich habe noch so gedacht, ich habe mich erst mit den Kindern entwickelt. Früher habe ich so gedacht wie alle anderen, ich könnte ja den Kindern schaden, wenn sie Slowenisch lernen. Das war verflixt daneben. Hätten sie viel leichter eine Anstellung, wenn sie das slowenische Gymnasium gemacht hätten, weil ja Zweisprachige gebraucht werden. Und da werden immer die aus dem slowenischen Gymnasium bevorzugt. Haben sie keine Chance irgendwo eine Stelle. Also aus heutiger Sicht würden Sie es anders entscheiden. Ja. Und damals war aber das Gefühl, dass es irgendwie eine Benachteiligung sein könnte, wenn man sich so Ja, klar ich meine, man ist ja tagtäglich damit auf den Kopf gehauen worden. Noch dann auch noch wieder heiter war. Oder man hat ja nur die Zeitung aufmachen brauchen. Die Zeitung hat ja auch dagegen geschrieben. Ja, also die Diskussion in den Medien, War ja, so im privaten Bereich auch. Haben Sie da auch das Gefühl gehabt, dass Sie irgendwie angefeindet werden? ja, bei der Arbeit. Ja, freilich. Ja, da habe ich alle möglichen Sachen gehört. Ja, dass man mir den Partisan gesagt hat, eine Kleinigkeit, das habe ich ja eh schon akzeptiert. Aber da kommt ja der Verräter oder sowas. Man ist nicht direkt ins Gesicht, aber wenn du reingekommen bist in die Werkstatt, haben sie gerade von einem Verräter geredet. Fühlt man sich auch betroffen. Ja, also das allgemeine Klima haben Sie schon negativ empfunden. Ja, das schon. Und das hat aber Ihre... Das habe ich auch beantwortet mit dem, dass ich in meiner Freizeit immer hingegangen bin. Und das habe ich mir so angewöhnt. Und habe dort die ganzen Bekannten, so, ich will nicht sagen Freunde, aber Bekannte jede Menge. Zwei sind auch schon gestorben, leider. Also im Privaten waren Sie dann eher Richtung Süden orientiert? Ja. Bis heute? Bis zu Corona. Bis Corona. Ja, das wird wohl wieder werden, oder? Ja, hoffentlich, also nicht noch einmal zumachen. Ja, das heißt, Sie spüren das irgendwie tagtäglich, dass es ein Einschnitt ist, wenn die Grenze zu ist. Ja, ja. Innerlich. Mir fällt ja nichts. Aber nur, ich weiß, dass es wieder so. Und wenn am Fuchs, wie jetzt wieder die Soldaten übernommen haben, war ja nichts anderes wieder, als wie Krieg spielen. Waren keine Autos, aber nur die Soldaten sind rauf und runter gefahren. Für was? Fragt man sich. Das spürt man innerlich. Ja, Sie verbinden halt damit auch Erinnerungen, gell? Ja, völlig. Also das ist dann auch gefühlsmäßig bedrohlich, oder? Wenn man aus dem Fenster schaut und die fahren vorbei. Ja, es kommen an unweigerliche Erinnerungen. Dass das damals aber keine gute Zeit war,
Das weiß ich erst jetzt, früher habe ich nicht gewusst. Als Kind. Das war halt so. Ja, und was sagen Sie zu dem Engagement von Ihren Töchtern, was jetzt das Haus und den Ort da herum betrifft? Naja, irgendwie wollten sie an mir auch Gefallen machen und ich glaube, ich habe sie überfordert mit dem. Warum? Ich habe nie gedacht, dass sie da von der Landesregierung was kriegen dafür. Aber sie haben es geschafft. Ja gut, ne? Was soll ich machen? Ja, aber dass das Haus sich öffnet und die Geschichten erzählt werden, die sich da ereignet haben in dem Haus, oder? Das finden Sie schon positiv. Ja, irgendwie habe ich es eh gern. Ich rede ja eh gern über das, was die anderen nicht reden. Oder was ich auch mit niemandem reden kann. Das ist ja praktisch, wenn jemand kommt, ist es so wie bei einem Psychologen. Ja. Die Psychologen haben mich auch schön aufgebaut. Da bin ich auch erst vor 10 Jahren zum ersten Psychologen gekommen. 9 Jahre. Wegen der Opferfürsorge. Ja. Und das war schwierig, oder? Ja. Ich habe erzählt, was ich habe einfach geredet. War das das erste Mal, dass Sie manche Sachen erzählt haben? Scheinbar. Aber natürlich, jetzt tue ich mich schon wiederholen. Das ist ja, was soll ich erzählen? Weil so genaue Fragen von damals, so viele Erinnerungen hat man ja wieder nicht, dass man da neu auspacken könnte. Ja, wollen Sie uns noch ein bisschen zeigen, das Haus und draußen das rundherum? Ohne weiteres, ja. Würde ich schon gerne noch sehen. Ich habe auch vielen angetragen, dass sie mich sagen, wie ich den Leubel-Tunnel erlebt habe, wo ich gegangen bin damals. So. Und wie man wirklich angefangen hat mit dem Leubel-Tunnel graben. Jetzt haben mir versprochen, die kommen, aber kein Mensch kommt. Und jetzt sind wir schon alle so alt geworden, dass man kaum aufgeklettern wird. Ja, wo meinen Sie direkt? Ja, man hat ja nicht einfach dort das Loch graben angefangen. Das waren ja Vorbereitungen. Und wenn da so viele Leute waren, das ist unheimlich schnell gegangen. Das war unter der alten Kirche, dort war ja der Verlore-Bahnhof, dann war Strecken angelegt, da ist der Zug dann zum Tunnel gefahren. Waren ja hohe Brücken zu machen, war nicht so klar. Jetzt würde man das ja Jahre brauchen. Das war damals in 3-4 Monaten gemacht und alles abgeholzt. Aber das war noch mit den Zivilarbeitern davor, bevor es das Lager entstanden ist wahrscheinlich, oder? Da habe ich keinen richtigen Einblick. Das weiß ich nicht. Weil das Lager ist ja erst 1942 entstanden. Das war wahrscheinlich 43. 43. 43. Das war wahrscheinlich schon davor. Man hat 43 angefangen. Ich kann mich auf den Tag erinnern, da hat noch einer oben gewohnt, bei der alten Kirche. Und der ist da gekommen und da ist er gestanden bei der Tür. Hat er gesagt, heute bin ich zur Atra gegangen, weil da haben sie angefangen oben. Hat er müssen aus dem Haus. Das weiß auch keiner. Und der hat irgendwo so einen Kehlkopf gehabt. Der Kehlkopf ist rauf und runter gegangen, wie er erzählt hat. Scheinbar war er erregt, irgendwie innerlich. Und dann ist er da zur Atra gezogen, in der Felsenkeusche. Und die Partisanen haben die Brücke sprengen wollen unter dieser Felsenkeusche.
und ist die Keusche, der Dachstuhl schief geworden oben. Die Brücken waren nichts hin, da hat man drüber fahren können. Aber die anderen zwei haben müssen ausziehen in eine andere Baracken in den Graben rauf. Jedenfalls war das auch was für mich. Ja. Und wir haben dem Lwölsche Micha, der Leubler Micha war das, so hat ihn die Mutter genannt. Er ist dann 48 oder 49 ist er gestorben. Aber er war schon krank damals. Und haben Sie da sonst was mitgekriegt von so Boykottaktionen von den Partisanen? Ja, habe ich mitgekriegt. Zuerst im ersten Jahr, im ersten Winter, für mich war ja diese Schneefräse, da waren ganz neue Schneefräsen im Winter eingesetzt. Das war für mich, ja Gott, so wie vom Himmel runtergefallen. Das war so was Interessantes. Und diese Fräsen waren noch nicht ganz entwickelt, die haben Fehler gehabt. Die Fehler haben sich eingeschlichen und ist da drüben die Fräse abgebrannt. Man hat diese da abgestellt, da bei dem Weg. Da war ja früher so eine alte Wegkreuzung. Ja, der Weg unten bei der Sorg ist runtergekommen, vom Bodental, vom Windisch-Bleiberger Weg, von der Ostzell. Und das Haus war nichts da, das war da oben am Hügel. Und in der Nacht war einmal ganz hell. Also ein heller Strahl hat das gebrannt. In der Früh steht diese schöne Fräse da drüben, ganz schwarz verbrannt. Das war die erste Aktion, was ich mitgekriegt habe. Also die ist nicht zufällig abgebrannt? Sicher nicht. Dann war die Brücke, die Teufelsbrücke gesprengt. Der Schum, haben wir wie gesagt, am Schum, der war gesprengt. 25. Juni 1944. Wo ist das? Oben? Nein, auf der Sapotnica, die Teufelsbrücke, ja, wo jetzt die Tschepa-Schlucht durch ist. Die war gesprengt und dann haben wir müssen, die Mutter hat ja jede Woche einmal was holen müssen in Unterlöbe. Da war ja kein Geschäft. Und da haben wir müssen runterklettern zum Bach und auf der anderen Seite nach einer Leiter wieder raus. Das war keine einfache Sache. Aber man hat festgearbeitet und schnell wieder die Brücke fertig gemacht. Drüber gegangen sind wir wahr, weil die Bretter haben gleich so gewackelt und das war fürchterlich eigentlich. Ja, das war auch eine Aktion. Dann war da oben, der Vater hat, bevor er in den Krieg gefahren ist, noch Stapelbretter aufgeschichtet. Und bei diesen Bretter ist auch ein Partisanenüberfall gewesen. Da waren 2 Deutsche erschossen und ein schönes Auto in Bach weggeschmissen. Da habe ich aber kein Datum dazu. Und das scheint nirgends auf, dass da was war. Und dann war Ende Oktober 1944 auf der Brücke oben ein Überfall. Da waren 9 Tote und etliche Verletzte. Da waren 3 Schwerverletzte da drinnen. Einer ist noch in meinem Bett gelegen, einer da auf der Bank und einer da dort am Boden. Und die haben fürchterlich gejammert. Was waren das für Leute? Deutsche Soldaten, aber die haben genauso nach der Mama gerufen wie ich. Mama, haben sie gesagt. Der eine im Bett, der hat einen Bauchschuss gehabt und hat nach der Mama geschrien. Mir hat das gewundert, ein deutscher Soldat, und müsste Mutter schreien.
Hat Mama gesagt. Das waren tschechische Deutsche. Einer lebt noch in Verlach, von diesen Überlebenden, wo 9 Tote waren. Aber das waren keine SS, sagt er. Die haben nur Wein geholt den Tag. Das sagt er noch heute so. Und da ist die Brücke gesprengt worden? Nein, man hat einen richtig Überfall aufgebaut von 2 Seiten. Ein Gefecht dann? Ja. Und die haben keine Chance gehabt. Nur wenn einer Glück hat, hat er überlebt. Und der hat überlebt. Das weiß ich nicht, wie viele noch. Nein, er ist nach einer Stunde, ist er als einziger gekommen, da vorbei. Ja, was gehen hat können. Und die Hand hat er so gehalten. Ich sehe ihn noch heute vorbei. Und er geht noch heute so in Verlach. Ich sehe ihn von hinten. Wir haben ja zusammengearbeitet. Dann. Deshalb kenne ich ihn am Gang, wie er geht. Ist aber jetzt schon über 90. Und er war nicht bei der SS. Er ist aber im Buch, in die Bücher als SSler drin, in die slowenischen Bücher. Mit voller Uniform und er streitet ab, aber er war nicht. Ja, gibt es noch was Sie uns noch erzählen wollen, bevor wir noch eine Runde um den Hof drehen? Nein, es ist ja so schon nichts mehr drin bei meiner Erzählung scheinbar. Ja, das war eher das Gröbste, die 9 Toten da auf der Brücke. Da habe ich von einem slowenischen Historiker ein Buch gekauft. Das heißt, ich habe gehört, dass das ein guter Historiker ist, und der hat das nichts erwähnt. Was er erwähnt hat, hat er dasselbe, was die Deutschen geschrieben haben. Das passt auch der slowenische Historiker. Das war so, wie was die Deutschen erlebt haben und geschrieben haben. Und nicht, wenn es da ein Deutscher tot war. Oder das hat es nicht gegeben. Aber auch im Slowenischen, von slowenischen Historiker, der weiß auch nichts. Oder er weiß schon, er schreibt Geschichten, aber das, was die Deutschen geschrieben haben. Aber die Deutschen haben das ja nicht. Sagt, die haben ja bestens raus, die haben ja nicht schreiben können, was falsch war. Wie das zu dem gekommen ist, dass in einen Hinterhalt gekommen sind. Ja, und privat, wie haben Sie das privat in Slowenien erlebt mit Ihren Bekannten und so? Wie ist da mehr gesprochen worden über die Kriegszeit? Wie da in Verlach? Auch nicht mehr. Naja, es gibt noch so gewisse, dass sie irgendwelche Aufmärsche noch machen. Das gibt es schon noch drüben, was bei uns nicht ist. Aber so in der Öffentlichkeit kaum. Ist auch nicht viel geredet worden. Naja, ich bin ein bisschen überfragt so schnell. Ja. Morgen wird mir was einfallen. Genau. Ja. Ja, dann schauen wir noch ein bisschen aus, oder? Ja, in Slowenien hat sich ja inzwischen um 100% gedreht. Inwiefern? Dass ja die was damals da davon sind und die Kinder von denen oder Enkel kommen jetzt wieder zurück nach Slowenien und die diktieren drüben, was recht ist und was nicht und wie es war. Die Partisanen sind ganz alt.
Ja. Ja. Also die Sicht auf die Geschichte. Das waren hat die sich Helden, die was damals geflüchtet sind. Das sind die Helden vom Zweiten Krieg, jetzt drüben. Ja. Und du schaust, wie Wie das. war die Flüchtlingssituation in den 90er Jahren da am Leubel? Ja, Hat man da auch was gemerkt? ja, gemerkt schon, dass da Militär war und so, das hat man schon gemerkt. Und die Tage, da bin ich auch 14 Tage nicht hingegangen. War eine Ausnahmesituation. Ja, das ist irgendwie schon vergessen. War nicht so prägend, dass sie das. Da sind sie hergekommen zu mir, haben bei mir übernachtet, weil sie dort eben unsicher waren oder sich unsicher gefühlt haben. Und die Grenzöffnung mit der EU? Ja, waren wir drüben. Da haben wir dort mitgefeiert. Ja. Das war schon ein positiver Schritt für euch, oder? Ja, sicher. Das hat eben nachgegeben, ob die EU, ob die überhaupt noch was wirkt, ich weiß nicht. Ja. Oder war das auch nur so eine Eintagsfliege? Wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt, gell, in Ja. der Krisenzeit. Ja, Oder ob wieder jeder dann eher auf sich schaut, ja. wenn es wirtschaftlich enger wird. Momentan schaut es schon so aus. Dass die Staaten wieder, EU wieder zerfallen werden. England ist schon weg. Und was wäre Ihr Wunsch? Ja, ich bin schon für die EU. Ohne Grenzen. Da kann man doch keine Grenze wünschen. Für wieder. Ja. Und für Ihre Enkelkinder, was würden Sie sich da wünschen? Sprechen die Slowenisch, Ihre Enkelkinder? Ja, zum Teil schon. Verstehen tun sie alle 4, aber reden tun nur 2. 2 reden, 2 schweigen lieber und horchen, ob es richtig ist. Aber da haben Sie auch niemanden, der uns den Rosenthaler Dialekt noch beibringen könnte. Na, vorbei. Da ist der Zug abgefahren, oder? Ja, auf alle Fälle. Jetzt, wo im Verlach wären ja eh schon die halben Häuser leer, wenn kein Zuzug wäre. Da sind die vielen Kroaten gekommen und die werden zu allerletzt noch Slowenisch reden. Von der wird nie jemand Slowenisch reden. Die halten schon zusammen, die helfen einer dem anderen. Das geht ihnen gut. Und die, was da zuerst gekommen sind, oder bis 96 oder was, die haben schon alle Häuser und ein paar Mercedes vor dem Haus stehen und so. Aber die distanzieren sich von den Slowenen. Die haben nichts zu tun mit den Slowenen. Das ist eine andere Firma. Aber zusammenhalten tun sie. Schon. Ja. Zumindest hat es den Anschein bei mir, weil wir Slowener ja nie zusammenhalten. Ja, was müsste da passieren, dass sich da was bewegt? Da gibt es keine Salben. Da sind Sie nicht zuversichtlich, dass Nein. sich da was... Das bringt nichts. Zu unterschiedliche Positionen. Ja, da
Da habe ich das Buch Kamnik gelesen. Haben Sie das auch Ja, gelesen? habe ich auch gelesen. Ja. Der ist nach Südamerika ausgewandert und hat dort dasselbe weitererlebt. Ja, Man kann ruhig auswandern, aber man ändert sich ja nicht. Wahrscheinlich sind wir alle so stur. ist ein gutes Buch, gell? Habe ich schon spannend gefunden. Naja, ich habe ein paar andere gelesen gerade. Ja, Die waren besser. ja. Zum Beispiel. Ja, ist ja egal. Ist geheim. Ja, no, das schweift aus. Okay. Er schreibt. Na gut. Gehen wir noch ausschauen. Ja, ja, da wird es ja wohl ein bisschen einkürzen, die Sache. Haben Sie ja schon keine Stimme mehr. Ja, das Vor lauter Reden. bin ich gewohnt, so wir reden. Ja. Aber reden tue ich ja gern.